Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass mein Kumpel, der Frank, auch schon mal in die Nachrichten war? Ja, weil er dem Nüsslein-Stide die Nase gebrochen hat. Ja, und alles nur wegen der Musik. Ja, weil der Nüsslein-Stide, der war in die 80er bei uns in der Disco damals DJ. DJ Wurstsalat hat er sich genannt. Ach, ein Scheißname, oder? Und jetzt mal unter uns. Genauso beschissen wie sein Name war auch die Musik, die er abgespielt hat. Ey, hör mir auf. Disco Fox rauf, Disco Fox runter. Dann bist du hin, hast da was anderes gewünscht. Hat der nie gespielt. Und dann kam der Frank und hat sich einmal ein Lied gewünscht. Irgendein Rap fragt mich. Ja, nach 3 Stunden war der Song immer noch nicht dran. Und dann ist der Frank halt hin und hat dem Dieter aber so richtig einen reingehauen. Ja, da hat der Frank nichts gekannt. Gell? Der war ja bei uns im Dorf auch der Gangster-Rapper. Wie hat er sich genannt? Bauer B. Bauer B. Also Bauer wie Bauer. Gell? Ihr wisst schon. Ja, bitte alle reden immer vom Gangster-Rap aus der Stadt. Ey, Straße, Beton, Asphalt. Aber mal ehrlich, Dorfrap hat eigentlich die viel größere Berechtigung. Weil da im Dorf, da ist doch das wahre Ghetto. Keine Anbindung an die Außenwelt. Der Bus fährt nur 2-mal am Tag. Am Sonntag gar nicht. Das ist Isolationshaft. Alle reden Slang. Und den versteht schon im Nachbardorf keiner mehr. Ja, da sagt einer, gehst du klein und nein zum Gickerl? Und keiner weiß, ist es jetzt die Kneipe, der Nachbarhof oder der Gockel im Stall? Ja. Und dann der verfeindete Clan. Also in der Stadt sind es ja immer die Gangs. Bei uns war es damals die rivalisierende Großfamilie vom Oberdorf. Die hatte 3 Bulldogs, 5 Söhne und immer die besseren Böller an Silvester. Und was waren wir damals kriminell? Hey, da bist du nachts über den Zaun geklettert und hast Äpfel geklaut. Ha! Und das, obwohl überall die Bullen waren. Und Kühe. Hühner und Ziegen. Und weh, du hast beim Clown die Wäscheleine mit die frisch gewaschenen Unterhosen kaputt gemacht. Da war aber was los. Die guten Unterhosen. Also, wie man bei uns sagt, Unterhose. Das wichtigste Kleidungsstück. Nicht nur auf dem Dorf, auch in der Stadt. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Die Unterhose. Es ist eigentlich das Verbindungselement zwischen Stadt und Land. Unterhose hat jeder. Also, denke ich jetzt einmal. Gell? Eigentlich war es an der Zeit, dass über die Unterhose einmal ein Lied geschrieben wird. Und was soll ich euch sagen? Ich hab's gemacht. Es ist nicht nur ein Lied, nein, es ist eine Hymne. Also, hopp, hau, nein. Du bist immer für mich da. Bist immer mir ganz nah, bist immer hier bei mir und dafür danke ich dir. Du bist immer für mich da, bist immer mir ganz nah, bist immer hier bei mir.